Victor, wie du der Bleche will, bleiben wir du. Howdy, Partner. Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, pass auf, ich hab mich ausgehoben, oder was? Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar fiese Kerle, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock. Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können Ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Ich bin ein Securitron, Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Victor ausrichten. Gute Reise. Sabotage System, Modell 101. Oder so. Ja, pass auf, ich schaue da mit meinen Blemme. Also zumindest hat mir der Victor ausgekommen, muss ich das doch. Eine Riesenschrecken-Nymphe. Du gehst Ungeziefer, du. Vertrag ich nicht. Ne Wurzel. Wo soll die sein? Warte, wie die Wurzel ausschaut? Hat das Zeug. Wie viel? Nimm alle mit. Nicht da die Tommy rennen. Und da haben wir die Goodspring Schule. Howdy Partner. Oh Gott. Ich habe ein Käferproblem. Aber meine Kugeln gehen ein bisschen Neige. Da ist nichts drin. Ein Terminal, verschlossen leicht. Der fix. Wo war das? Safe öffnen. Haarklammern. Hacken, gehen wir, oder? Vier Versuche. Oh Gott, wie sind die gegangen? Das ist auf gut Glück, oder was? Der Terminal gesperrt. Praktisch. Fähigkeit 25. Was hab ich? Wollen wir das? Dietrich 14. Scheiße. Na gut, Scheißtreff. Ich meine, in den meisten Fällen findet der Klump. War bei Skyrim mal so. Und da ist auch nicht anders. Man ist ja der gleiche Hersteller. Aber wir brauchen Munition. Haben die Schätze da? Die gut, oder? Man ist ja Schuhe, oder? Pass auf, meine Wurzel hab ich schon. Mir fehlt gerade die Blemme. Ein Kugelkaktus. Der Doc Muschel, also, da sind wir wieder. Die Runde habe ich schon draht.
Howdy. Howdy. How to me, howdy. Howdy. Junge ist groß, oh Gott. Was ist das? Eine Mutation. Haben sie einen riesigen Wohnwagen schon? Haust da wer? Schaut nichts aus. Eine Hockeymaske. Pass auf, die hauen wir auf. Dann rennen die rum wie der Jason. Wie schaut ihr aus? Passt, oder? Nein, du ist weg. Der Jason hat aber Macheten. Der Rustige. Ein Rentenskorpion, sowas gibt's. Was möchtest du? Ausgekrobbelt. Du nichts, gell? Komm, Pfennig. Drei Gegner? Oh Gott. Hat du Probleme? Der Riesenkäfer kann nicht mehr. Ein Grab öffnen. Geil. Da kann ich die Toten schänden. Nach Lust und Laune. Bei der ballert die weg. Zeigt die Erfahrung. Wir müssen gleich mal ein bisschen auf die leveln. Bevor es mir jetzt wird. War das mein Grub? Oder mit du raus? 4 Kugeln. Scheiße. Und die Blümelein. Da haben wir's. Klang da nicht? Muss gelungen. Keep out. Haben wir da unten. Da haben wir einen Skorpion schon. Aber ich befürchte, das ist ja nur mal größer. Halt da unten. Ja gut, ich darf mir sagen, da gehen wir später hinten. So, wir mal schon mal zurück zu Sunny Smile. Oder wie die geheißen hat. Hat die Sunny Smile geheißen? Ja, ist ja dieser. Na du heilig. Markierungsseiten, nein, nicht auf. Ja, bist du des Wahnsinns? Bekanntermaßen rennen ja quäfelt ein. Aber viel los ist da nicht, oder? Und bei so einer Flop bin ich ja nicht. Miss Sunny, vielleicht kann ich es überreden, dass mitkommt. Dann hätte ich gleich wieder einen Gefährten. Ja, was haben sie denn da? Eine Achterbahn?
Sunny Babe. Wollt ihr da raus oder was? Oh, wo steht noch? Da faulen die Geckos vor sich hin. Da liegen die Geckos drin. Und wo ist sie? Ja, da ist. Die macht ein Picknick. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Glaubt ihr das? Gut Glaubt ihr hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Heilpulver. Wie viel? Eins, oder? Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. An den Waffen rumfummeln. Das haben wir, Sunny. Kann ich an dir auch rumfummeln? Zur Abwechslung. Schön schick bitte. Wieder Dorf hier, wir. Oh Gott. Ein ewiges Gerenne darin. Ich glaub, das wird früher oder später zur Last. Lackierpistolen, er bringt mir bestimmt was. Ich glaube, mit der Lackierpistolen knipst sie keine Gegner aus. Ja, das ist ein Schießprügel, geil. Meine Flinte. Wird die kosten? Trudi. Wahrscheinlich die Dorfnutten. Trudi, die Dorfnutte. Da rutscht ja jeder drüber. Vor allem die Neuer. Oh, Lady Trudy. Mal schauen, ob es bereit ist. Ein Schlückchen, warum? Er trinkt mit zum Saufen. Prospector, der Saloon. Pete, heute Mai. Hey, Wer denn Jetzt Trudy? ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir Wie viel brennen Cowboy? die Stadt nieder. Verstanden? Lady Trudy? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Kopf, Schleichte. Du Volldepp. Dean Domino. Great Orchester. Geil. The King of Swing. Hätte man mal lieben ist. Danny Parker. Ali Din. Ein Hellseher, schön. Trudy, komm gleich. America's Master. Madame Lolita. Bist du das oder wir? Schön, wenn nicht, hab ich Zeit. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Ein Streit.
Und wo ist es nur gegangen? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten, brauchte ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Der Ringo, wohin der? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Soll ihn der schlagen oder was? Sie meinen, ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Ja, ich mach das nicht, aber ich mach's. Wenn sie es tut. Ein paar der anderen, Sonny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Die Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht. Die damit gleichen sie an Lumpen den wie die Bahngleisen Nostenbanditen. arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. In Ordnung. Was passiert, wenn die Ringo hilft? Was passiert dann? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Was sagst du denn? Hält man Ringo? Keine Ahnung, warum Sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Mir wurscht, was die anderen sagen. Er ist ein Sträfling, nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Die legendäre Pulverbande. Du sag mir, kennt ihr den Blechkiwi? Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Ist mir recht. So haben wir noch mehr. Oh Gott, schon jede Menge. Interessantes. Weil er die Typen, die mir angegriffen haben. Nicht viel, außer dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Der Highway 93. Klar, von außen sieht man nichts, aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gern auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Das bin ich ja, gell? Ich habe sicher was, das Ihnen gefällt. Du sag mir, gute Frau, kann ich irgendwas verkaufen?
Ja, bitte, das ist mein Krempel, oder? Da die Song. Du kriegst jetzt. Die brauche ich nicht, oder? Wir müssen ein bisschen Kohle machen. Wurstbier. Brauche ich ein Speer? Nicht, oder? Der gepantete Overall. Das zeige ich auch. 232, geh damit. Bisschen Kohle machen, gell? Entladen. Ich das was wert? Nix wert. Da wäre Brei von dir. Munition, hat er sowas? Nicht, ja, oder andere. So, jetzt habe ich 346, weißt du. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu So, gell? machen. Passen Sie auf, da... Chefin, ich komm nicht das. Mit Monitnost. Wo ist das für Bumskammer? Verschlossen. Ich hab die Lulle lieber. Du schau hin. Ist da irgendwo Sunny oder wie? Sunny, Babe, bist du da? So, dann sagen, soll ich mir erst mal Munition. Also Kumpel, ich hab gehört, du hast Munition. Audi. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nein, Kugeln. Natürlich doch. Und da brauche ich 10 mm. Hast du das? Oder nicht schön? Ja, so ist möglich, aber kein 10 mm Munition. Kaliber 20. Ein Patron. Scheiße, oder nicht schön? Den Magnum, haben wir nicht. Nein, Millimeter Munition. Brauch ich nicht mehr. Millimeter 5,56. Paratacona. Energiezellen, hast du sowas? Wanikos 3. $54. Wobei die Molle. Passt das? Passt, oder? Danke. Immer mit... Immer mit der Hektik. Raus, du.